Ich hatte im August letzten Jahres eine Nahtoderfahrung. Und zwar hatte ich im August einen Herzstillstand mit allem, was dazugehört, mit Wiederbelebung, mit Defibrillator, mit Hubschrauber, mit Universitätsaufenthalt in Italien. Es war so, dass alle Schutzengel dieser Region in dem Moment bei mir waren. Also ich hatte alles Glück dieser Welt. Intermezzo, der Talk mit Menschen wie du und ich aus der Südpfalz. Unseres Podcasts Intermezzo, der Südpfalz Talk. Ich bin heute hier in Lingenfeld, darf zu Gast sein bei Bernd Rembor. Hier sitzen wir mit einem Glas Prosecco. Hallo lieber Jürgen, zum Wohl. Und ich freue mich schon auf unseren heutigen Podcast. Ja, auch ich freue mich. Ich habe ein kleines Alphabet mitgebracht, ein Fragealphabet. Das müssen wir aber jetzt nicht alles am Stück da machen. A wie Aussehen, was ziehst du denn gerne an? Was ist so dein Look? Wie würdest du den beschreiben? Also, die Wahrheit ist, meine Frau richtet mir die Kleider. Und zwar nicht, weil ich so blöd wäre, mich selbst anzuziehen, sondern sie meint, es ist nicht jeden Tag Fasching. Das heißt, anscheinend habe ich so einen Stil, der anscheinend abenteuerlich ist, und mit so einem abenteuerlichen Mann möchte halt nicht gern ausgehen. Okay, du hast also immer eine Kleiderkontrolle immer quasi mit dabei. Und sie macht es gut, insofern habe ich damit auch kein Problem. Das ist auch schön, dann weiß man auch gleich, kriegt man gleich ein Feedback. Ne? Genau. Ja, es gibt ja so schön bei Kika die Sendung Bernd das Brot, B wie Bernd und Brot. Ja. Spielt ja in deinem Leben oder spielte zumindest die Bäckerei eine große Rolle. Was hast du denn beruflich gemacht? Also, du hast das schon erwähnt. Also zu Bernd das Brot wollte ich nur sagen, ich habe die Sendung tatsächlich nie zu Ende gesehen, sondern zappe immer weiter, wenn ich in diese Stelle komme, weil irgendwie habe ich die Schönheit dieser Sendung nie wirklich erkannt. Aber jetzt zum Beruf. Ja, ich bin vom Beruf Bäcker und Konditor, und das war schon sehr früh praktisch angelegt, weil die Eltern hatten ja schon die Bäckerei, und schon eigentlich von Kindesbein an war klar, ich möchte gerne genauso diesen Beruf machen, und hatte auch schon ganz früh Vorstellungen, wie das funktionieren soll. Und ja, dann kam ich mit 13 Jahren aus der Schule, und dann der nächste Tag war gleich Antritt als Auszubildender. Ja, und dann nach der Gesellenprüfung war dann gleich die zweite Lehre als Konditor, habe ich dann in Mutterstadt gemacht. Ja, und dann ging es eigentlich ganz Schlag auf Schlag. Mit 20 war ich der jüngste Bäckermeister in Deutschland gewesen, mit einer Sondergenehmigung, und da durfte ich das vorziehen. Und dann war das auch eine gute Fügung, denn mit 22, als ich 22 war, verstarb mein Vater, sodass ich schon mit 22 allein gestellt war mit dem Betrieb. Und ja, das haben wir dann auch durchgezogen. Ich war ja dann schon verheiratet, und mit meiner Frau Gudrun habe ich das dann bis 2010 gemacht. Da waren wir beide 60, und das bedeutet ca. 45 Jahre Selbstständigkeit, und ich würde sagen, das hat gereicht. So, und was natürlich dazu auch hilfreich war, ist, dass wir einen Sohn haben, der in genau diese Fußstapfen dann eingestiegen ist, und
und den Betrieb weiterführt, so war natürlich das umso schöner für uns und befriedigender, dass wir sehen oder auch heute noch sehen, dass unser Betrieb weiterläuft. Ja, das ist ja eine schöne Sache und ist ja auch über die Ortsgrenzen von Lingenfeld hinaus auch entsprechend bekannt und berühmt. Was uns natürlich sehr freut. Genau, ich mache mal weiter. C wie Charakter. Wie würdest du denn deinen Charakter beschreiben? Oder weißt du, wie deine Frau deinen Charakter beschreiben würde? Die sitzt ja am Tisch und verschwindet gerade. Darf nicht zu Wort kommen, das machen wir ein andermal. Genau. Charakter, das ist natürlich sehr, sehr schwierig, über seinen eigenen Charakter zu sprechen. Also sagen wir, ich würde jetzt mal einen Indikator dafür nehmen, dass er anscheinend nicht der schlechteste ist. Wir haben über Jahre viele Freunde und ich denke, und immer auch sehr kontinuierlich. Ich denke, wenn er schlecht wäre, hätte sich das wohl nicht so dargestellt oder würde es nicht so funktionieren. Okay, D. Die Frage, digital oder analog? Wie bist du hauptsächlich unterwegs? Nutzt du digitale Medien? Ja, ich würde sagen, all das entsprechend, beides. Manche Dinge liebe ich eigentlich analog, aber ich bestelle auch mal im Internet, bin ich unterwegs mit Bestellungen oder Online-Banking. Mag ich auch und geht mir eigentlich geht auch zu mir, sagen wir mal so. Und jetzt auch so digitale Kommunikation, so WhatsApp-Signal? Genau, ne, das sowieso. Das moniert eigentlich auch meine Frau, dass ich da viel zu viel mache. Ein schönes Thema jetzt, E wie Essen. Okay. Hast du denn, ich meine, du bist ja Bäcker und Konditor. Was ist so dein Lieblingsessen oder in welche Richtung kochst du vielleicht auch gerne? Also es ist so. Ich bin in der glücklichen Lage. Ich habe weder eine Allergie noch einen Ekel gegen alles. Das ist also schon mal eine gute Grundvoraussetzung, egal was auf den Tisch kommt, ich habe immer Freude. Natürlich gibt es große Freude und weniger große. Also von zu Hause aus hat man mir beigebracht, man isst von dem, was man gern isst, etwas mehr. Und was man nicht so gern isst, macht man halt weniger, aber man isst alles. Das war meine Grunderziehung, sagen wir mal so. Aber wie gesagt, Lieblingsspeisen, also so viel Zeit hast du gar nicht, dass man die jetzt in dieser Sendung unterbringen könnte. Aber was ich gerne mag, sind geschmorte Braten. Und dazu zum Beispiel Weckknödel oder auch Nudeln, wobei ein Joghurteis geht auch wunderbar zu mir. Also wie gesagt, es gibt da ich bin dann absolut nicht fischgelegt. Sozusagen alles Esser. Ja, das sieht man auch manchmal oder kommt drüber. Kochst du gerne? Ja, zum Leidwesen meiner Frau. Weil sie meint, sie kocht besser und ich das auf gar keinen Fall so sehe. Und da gibt es natürlich schon ab und zu mal kleine Richtungszwistigkeiten. Aber die Wahrheit ist, wir kochen auch gerne zusammen. Und wenn wir zusammen kochen, dann bin ich der Schnipsler. Und sie fügt das Ganze dann zusammen. F wie Film oder Filmtipp. Okay. Hast du einen Lieblingsfilm, der dir so nachgeht? Oder also, wenn ich das jetzt so spontan sagen muss oder sollte, dann würde ich Danish Girl. Danish Girl hat mich sehr beeindruckt, vom Schauspielerischen, vom Thema her. Kann ich wirklich, wer es noch nicht gesehen hat, sehr empfehlen. Was ich mir immer wieder ansehen kann, ist der englische Patient. Und
Ja, Ja, ist ja okay. Danish Girl und ein englischer Patient, ja klar. So, jetzt komme ich zum Buchstaben G. Oder wie es bei Faust, bei Goethes Faust heißt, zur Gretchenfrage, wo es ja heißt, wie hältst du es mit der Religion? Du bist katholisch, soviel ich weiß. genau. Also mit der Religion hatte ich noch nie mein Problem. Ich halte es mit der Religion so, ich bin ein sehr verantwortungsbewusster Mensch, zumindest halte ich mich dafür. Agiere so, dass ich möglichst mit den Menschen gut auskomme. Sehe in Schwachen, so wie man es gelernt hat, Christus gegenüber. Mit der Sünde halte ich so, was ich verantworten kann, das mache ich, auch wenn es vielleicht kontra der Lehre ist, aber damit habe ich kein Problem. Also nee, Religion ist so, ich bin religiös, aber trage das nicht wie eine Fahne vor mir her. Muss man ja auch nicht. Ne? Gab es jemanden, der dich so beeindruckt oder beeinflusst hat, vielleicht früher mal? Ja, da habe ich also wirklich einen Kaplan aus frühester Jugend, der mich sehr geprägt hat und an den ich oftmals auch bei Entscheidungen ja, an den denke und denke, wie hätte der das jetzt so gedacht oder entschieden. Das war wirklich ein Kaplan, ein Priester, der von der Sorte müsste es mehr geben. Mhm, ja, schön. Okay, ich mache mal weiter. Buchstabe H, wie das schöne dänische Wort Hygge. Okay. Du hast ja jetzt Dänisch gehört. Hygge ist im Prinzip so, was ist für dich so gemütlich, angenehm, nett, gut? Wo ist so eine Situation, wo du sagst, ah, da fühle ich mich wohl? Oder ja, da ist das Leben für mich jetzt lebenswert. Wo hast du so einen Hygge-Moment? Also es gibt die kleinen Momente, sind es. Genau. Das sind eigentlich so die kleinen Momente. Ich mag unheimlich gern diese Situation an einem Sonntagmorgen im Frühjahr, ein Spaziergang im Feld und dann, wie zum Beispiel so zwischen Westheim und Lingenfeld, zu spazieren und dann irgendwann so gegen 10 dann von beiden Seiten die Glocken zu hören von der Ferne. Diese Frühlingsluft und diese Glocken, das ist für mich wirklich so was wie, ja, jetzt ist neues Leben, jetzt geht es einfach in den Sommer, jetzt geht es ja, in die helle Zeit und also das ist so ein kleiner Moment, das mag ich sehr gerne, muss ich schon sagen. Sehr schön. J. Ich umschreibe es mal mit. J wie Jürgen. Genau. Ich umschreibe es mal mit, ich war jung und brauchte das Geld. Gab es so eine Situation, wo du mal was gemacht hast, wo du gedacht hast, ich habe es halt gemacht, weil die Notwendigkeit bestand. Oder ich habe es gemacht, ich war halt jung, damals hat man das auch gemacht, heute würde ich es nicht mehr tun. Also, es gibt sowas. Und zwar war ich sehr gerne als junger Kerl in Bellheim im Tanzcafé Europa. Und das war ja damals angesagt. Und in diesem Tanzcafé, was ja damals ich spreche jetzt von 1962, war das ganz neu, zumindest mal für die Provinz. Das war dieses Schwarzlicht. Und da gab es, dann war ja so, alles was weiß war, hat ja so fluoresziert. Und damals gab es Anzüge, die hatten extra für solche Momente einen Faden eingezogen. Und das war natürlich Showtime. Und sowas wollte ich unbedingt haben. Und habe dann zu meinen Eltern gesagt, ja, so einen Anzug hätte ich gerne. Und dann hat es gesagt, naja, für sowas gibt es kein Geld, das macht man nicht.
Dann habe ich in meiner Lehre nach der Arbeit, da gab es noch hier im Dorf diese Steinfabrik, diese Betonsteinfabrik Lösch. Und die haben immer Leute gesucht. Und dann bin ich dann nachmittags nach der Arbeit zu Löschs und habe im Akkord Betonsteine abgesetzt, um mir dann irgendwann diesen Anzug zu kaufen. Und ich gebe zu, ich hoffe, dass alle, die mich damals gesehen haben, diesen Moment vergessen haben. Ja, okay, aber gut, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der das dann hört und denkt, ja, ich weiß noch, wie der damals ausgesehen hat mit seinem weißen Stein. Ja, genau. Bernd, wenn du von heute auf morgen plötzlich König von Deutschland wärst, Ja. was würdest du tun? Also jetzt wird das Thema etwas ernster. Also es ist so, es ist nicht nur meine Theorie, aber es ist einfach eine tiefe Überzeugung von mir, dass die Gesellschaft nur friedlich und gut zusammenleben kann, wenn eine Gerechtigkeit da ist. Die Gerechtigkeit ist jetzt nichts Enges, sondern die kann auch weit gefasst sein. Das will damit sagen, jeder akzeptiert, dass manche wohlhabender sind, andere weniger. Das Problem ist nur, wenn sowas über Generationen geht, dann gibt es eine tiefe Kluft. Und meines Erachtens kann man diese Art von Kluft nur überwinden, diesen Teufelskreis durchbrechen, wenn es über Bildung geht. Und in dem Fall ist halt so, dass wenn die Eltern hohe Schulabschlüsse haben, die natürlich ihren Kindern auch deutlich besser unterstützen können, auch finanziell und engagementmäßig und einfach von ihrem Wissen her. Und so wird dann immer von Generation zu Generation die Schere immer weiter auseinandergehen. Meines Erachtens, und da sind wir eigentlich schon viel zu spät dran, das hätte schon vor mindestens 1 oder 2 Generationen stattfinden müssen, hätte man diesen Teufelskreis nur durchbrechen können mit einer Ganztagsschule. Weil die Ganztagsschule dann auch gewährleistet, dass Kinder aus weniger prädestinierten Familien die entsprechende Bildung erfahren und dann auch später in andere Berufe kommen. Und nur so, wenn die Diskrepanz nicht so gewaltig ist, kann eine Gesellschaft auch lange und für die nächste Zeit sonst werden wir Zustände bekommen, wie zum Beispiel Amerika, dass es da zu einem Mob kommt und so. Und also wenn man das vermeiden will, muss man einfach an die Bildung gehen und einfach den Unterschied nicht zu krass werden zu lassen. Ja, das ist ein ernstes Thema. L wie Literatur. Film hatten wir ja schon. Gibt es literarisches Werk, ein Buch, wo du sagst, das muss man unbedingt gelesen haben? Oder das ist ja noch Also, ja, ich kann lesen. schon mal gut. Aber muss zugeben, bin nicht der große Leser. War ganz einfach, ich habe so viele Aktivitäten im Kopf, dass wenn ich ein Buch in die Hand nehme und mich mal zum Lesen überredet habe, nach 4 Seiten nicht mehr weiß, was ich in der ersten gelesen habe. Also ich kann mich darauf schlecht konzentrieren. Im Gegensatz zu meiner Frau, die kann jeden Tag ein neues Buch lesen oder ich beneide sie darum. Die Gabe ist mir nicht. Aber wie gesagt, ab und zu kommt es dann doch dazu. Ich brauche auch in einem Buch eine gewisse Sprache, die ich mag.
Also einfach nur Lesen des Lesens willen, das geht nicht. Also ich habe zum Beispiel die Asche meiner Mutter gelesen, was viele, die so Leser sind, viel zu schwer war, aber das mochte ich, das habe ich gelesen. Oder Il Gattopardo, ein italienisches Buch, auf Deutsch natürlich, auch ein sehr schweres Thema über die Revolution in Italien. Also wie gesagt, sowas, wenn die Sprache stimmt, dann kann ich mich dann auch drauf einlassen, sagen wir so. Hast du dann ziemlich viele Gedanken im Kopf, ne? Wo dann vielleicht dann ablenken. Gibt es Musik, die dich inspiriert oder die du gerne hörst? Also, ich komme aus einer sehr musikalischen Familie. Allerdings die Fähigkeit, Musik zu machen, umzusetzen, ist mir absolut nicht gegeben. Aber ich liebe Musik und alles, was in einer gewissen Harmonie gespielt wird, ob das Klassik oder Jazz ist, kann ich mich sehr darauf einlassen und habe meinen Spaß dran. Ja, also wie gesagt, Musik liebe ich, habe früher immer auch mit Musik gearbeitet. Heute brauche ich ein bisschen mehr Ruhe, aber Musik ist ein sehr großer Tagesbestandteil. Gehst ja auch gerne auf ein Konzert vom Gospelchor Lingenfeld. Genau. Also da sind wir ja wirklich fast Stammgäste und zumal da ja wir einen großen Bezug haben, unser Sohn Uli und seine Frau Annette und mittlerweile auch die große Tochter Ella sind ja da engagiert und Uli und Annette singen und manchmal auch die Ella solo. Ja, die musikalische Geschichte ging praktisch über meine Generation weg an die nächste. Also ich bewundere Uli, er nimmt ein Instrument in die Hand und probiert und bis abends könnte er da drauf ein Lied spielen. Und diese Fähigkeit besitze ich nicht. Aber es wurde ja weiter vererbt. Genau. Und manchmal ist es schon einfach nur da zu sitzen. Ja, genau. Nee, wir genießen das. Zu genießen, genau. Apropos genießen, genau. Ich mache mal weiter mit N wie Natur. Du hast ja vorhin schon erzählt, du gehst gerne mal raus. Ja. Und wenn dann die Glocken zwischen Westheim und Lingenfeld läuten, dann ist es ein Hüge-Erlebnis für dich, hast du ja gerade erzählt. Was ist für dich Natur? Also Natur ist alles, was draußen passiert. Ich mag Wind, zum Beispiel mag ich nicht mehr im Sommer, ist mir zu viel Umtrieb. Mehr mag ich zum Beispiel im Frühjahr oder im Herbst mit ordentlich Wind und dann so ein Spaziergang am Strand entlang. Das ist was sehr naturnahes. Zum Beispiel, wenn wir hier sind, mag ich einen Spaziergang im Herbst, wenn so gerade frisch die Blätter gefallen sind, am Altrhein mit dem Modergeruch und dem Rascheln der Blätter, wenn man so drüber geht. Und ja, und dann auch schon eine gewisse Kühle. Und nee, das empfinde ich als Natur. Schön. Beim Buchstaben O habe ich die Frage mal so formuliert: Oh mein Gott, was gibt es für eine Situation, wo du momentan sagen würdest, oh, aktuell komisch, furchtbar, erschreckend, wo dann vielleicht so ein Oh mein Gott, muss das sein? Oder also, oh mein Gott, empfinde ich momentan diese Situation, die in Europa stattfindet, mit Ukraine, auch mit den Erdbeben in Syrien und Türkei. Oh mein Gott, Politiker, die wirklich nur selbstzweckmäßig handeln und nicht so wie eigentlich ein Politiker sein sollte, für die Menschen da zu sein. Das ist also, oh mein Gott, ja, das ist, hätte ich nie gedacht, dass nach einem so erfüllten Leben, wie ich das hatte, und auch mit so viel Frieden und so viel positiven Elementen,
dass jetzt ich nochmal so eine Zeit erleben muss, wo Krieg vor der Haustür ist. Wobei ist es natürlich so, dass der Mensch vergisst schnell. Und es war ja auch zum Beispiel ein Jugoslawienkrieg. Und er war ja auch mindestens genauso nah. Und ja, wenn man so die Zeit noch, dann wirklich mal so intensiv betrachtet, dann war es natürlich schon auch immer wieder, gab es solche Situationen, aber es betrifft einem halt immer wieder umso mehr, je näher das es dran ist. Natürlich solche Kriege wie jetzt zum Beispiel der Irakkrieg oder solche Ereignisse, die sind zwar weiter weg, sollten aber genauso betroffen machen. P wie Passion, oder soll ich sagen Passione? Ja, aber also Passioni gibt es genügend und das ist gut so, weil ich auch der Meinung bin, man kann nur Leistungen vollbringen, wenn man auch entsprechend eine Möglichkeit hat, Belastungen dann über schöne Dinge abzuleiten. Ich glaube, es ist chinesisch oder japanisch, dieses Yin und Yang, diese Ausgewogenheit, also da bin ich ein sehr großer Verfechter und das braucht man tatsächlich. Und Passioni, ja gut, da gibt es also den Kunstverein. Seit 45 Jahren organisieren wir hier in Lingenfeld mit dem Kunstverein Ausstellungen oder Lesungen und so weiter. Das ist, sich mit Kunst zu beschäftigen, ist eine wunderbare Sache. Erstens kommt man mit interessanten Menschen zusammen, die einem immer wieder die Welt von einer anderen Seite zeigt und dadurch auch sich über sich selbst auch mal wieder neu zu reflektieren. Und man lernt Toleranz, denn nicht jede Kunst ist dein Geschmack, aber man muss ganz einfach akzeptieren, die Qualität und die Ausführung ist gut. Und damit hat sie ihren Wert, ihre Berechtigung. Und, aber das zu akzeptieren und nicht gleich dann abzutun, wie das ist Quatsch oder schlecht oder Käse oder sonst was, das lernt man mit dem Umgang mit der Kunst. Eine weitere große Leidenschaft ist unser Hang nach Italien. Und wir machen momentan gerade wieder einen Grammatikkurs in der Volkshochschule, einfach um zu forcieren und einfach um noch besser zu werden. Ja, und dann haben wir ja so ein kleines Refugium in Italien und mittlerweile ist es also schon mehr oder weniger ein zweiter Lebensmittelpunkt. Und das ist also auch eine wunderschöne Sache. Und ansonsten immer offen für Neues und und auch mit dem Hintergrund nicht nur Neues zu begegnen, sondern auch zu provozieren, dass man auch wirklich immer wieder mit neuen Dingen sich auseinandersetzen muss. Wir sind immer noch bei P wie Passion und jetzt Italien. Stellt sich mir natürlich die Frage, was ist das Besondere für dich jetzt an Italien oder auch an eurem Refugium da, wo ihr jetzt euren zweiten Lebensmittelpunkt habt? Also es sind autobahntechnisch sind es ca. 1050 Kilometer und das bedeutet, es ist tatsächlich eine komplett andere Kultur. Also komplett, ne? Aber es ist eine andere Kultur und einfach die Meinung der Leute ist interessant. Auch da kann man immer wieder sich von einer anderen, die Welt mal von einer anderen Seite sehen.
Ob das jetzt über die Presse ist oder sonstige politischen Meinungen, ist es immer mal wieder interessant, mal das auch aus dem Ausland zu sehen und die Meinungen zu hören. Ja, ne, und ansonsten natürlich, da wo wir sind in der Umgebung 8 Weltkulturerben und also die Kultur, die Kunst, die Menschen, das Essen, der Wein und nein, das sind alles Dinge. Wir leben hier in der Pfalz in einer wunderschönen Umgebung und ich sage immer, wir wechseln von schön nach schön und das ist eine wunderbare Situation. Schön, sage ich da nur dazu, genau. Bei Kuh ist die große Frage nach der Qual der Wahl. Wo gibt es eine Situation, wo es dir echt schwerfällt, dich zwischen 2 Dingen zu entscheiden? Das ist jetzt wirklich, wo fällt es mir schwer, sich zwischen 2... Vielleicht zwischen Italien und Deutschland? Oder ja gut, na, also dann, diese Situation möchte ich wirklich nie erleben, dass ich mich da entscheiden müsste, weil wir sind, sprechen wir nochmal über Italien, da schon seit 40 Jahren, da gibt es gewachsene Freundschaften. Man hat mich da schon auch in einen Lions Club aufgenommen und das gibt es wirklich gefestigte Strukturen und ich fühle mich da, ja man kann sagen, genauso zu Hause wie hier und sich da entscheiden zu müssen, wenn man das müsste, das wäre jetzt wirklich die Qual der Wahl, also das würde mir wirklich schwerfallen. Bei R hätte ich jetzt gefragt, was zum Thema Reisen, Reiseziele. Italien ist sicherlich ein gegebenes Reiseziel. Gibt es noch andere Orte, wo du sagst, da muss ich unbedingt noch mal hin? Also, es ist so, wir haben immer noch sonstige Reisen gemacht. Wir waren in Amerika, wir waren in Australien, wir waren in Israel, in Jordanien. Also wir haben schöne Reisen gemacht. Und ich halte es damit, dass ich sage, jede Reise, die wir gemacht haben, war wunderschön. Und ich bin froh, dass wir es gemacht haben. Und ich könnte dir sagen, geh hin, betrachte es dir, es wird dir gefallen. Ich muss nie mehr hin, ich habe es gesehen. Also das ist so, was ich über die anderen Reisen sagen könnte. Und das war genau der Punkt, als wir das erste Mal da in unserem Bereich in Italien waren, da hatte ich das Gefühl schon bei der ersten Heimfahrt, ich fahre von zu Hause weg. Und ja, das war eine andere Dimension. Aber wie gesagt, keine Reise war so, dass ich sage, ach, das war jetzt ein Reinfall. Nein, wir waren in England wunderschön mit einem Hausboot oder Städtereisen, Barcelona. Es war so, wie gesagt, alles war schön, aber ich habe es gesehen, ich muss nicht mehr hin. Gibt es was, wo du das noch hin willst? Also, unser Sohn Max war kürzlich in Finnland und hat wunderschöne Bilder gemacht. Also das hat richtig Lust gemacht, das mal sowas zu sehen. Zumal wir, gut, England war das nördlichste, aber also das könnte ich mir noch gut vorstellen. Was mich weniger reizt, ist diese asiatische, also wir waren mal in Shanghai, aber das ist ein Gebiet, was mich jetzt weniger interessiert. Allerdings haben wir einen guten Freund, der ja 2 Jahre bei uns gelebt hat, Seiji, manche kennen den ja noch, der kommt aus Japan. Also Japan ist jetzt auch nochmal ein Punkt, denn das sollte schon nochmal sein. Wird sicherlich interessant. Super. S wie Sport. Wie wichtig ist der Sport? Also Sport war früher eigentlich das Allerwichtigste.
Ich habe in meinem Leben, wie gesagt, so viele Sportarten gemacht und auch parallel dazu. Ich habe gerudert, ich habe Handball gespielt, Fußball, Volleyball, ich kann Schlittschuh fahren, ich kann Ski fahren. Also Sport war mir immer wichtig. Jetzt ist es mir auch wichtig noch, aber eher vom Fernsehen. Okay. Und das soll aber nicht bedeuten, dass ich da inaktiv bin. Also ich mache jeden Tag Gymnastik, so eine Viertelstunde, eine halbe Stunde. Und wir sind in einer wie sagen wir, Sportstudio für Muskelaufbau. Und ja, im Alter sollte man auch an sowas denken. Ich gehe zum Punkt Tee wie trinken. Okay. Was ist dein Lieblingsgetränk? Also, Kaffee. Fangen wir mal mit den leichten Sachen an. Auch hier ist es wie beim Essen. Ich habe eine weite Bandbreite und fange morgens mit Kaffee an und gehe dann mit Wasser und eventuell einem Tee am Nachmittag, dann mehr über zu den dunkleren Getränken, also sprich gerne einen italienischen Rotwein. Da hast du ja auch im Prinzip immer Nähe zur Quelle, wenn ihr in Italien seid. Genau. Kannst du wunderbar entsprechend den Wein hier in die Toskana der Südpfalz importieren. Uwi, unbedingt, was muss oder was musste für dich unbedingt sein im Leben? Oder ja, dein... Unbedingt. Also Kinder, ich halte mit dieser Theorie, man sollte im Leben ein Haus, Kinder gezeugt und einen Baum gepflanzt haben. Also von allen dreien haben wir es mehrfach gemacht. Insofern, ja. Du habt jetzt auch 3 Kinder, ne? Also Genau. die Zahl 3 nochmal hier. Und Bäume, die sind sowieso mehrfach. Und naja, also es ist so, dass das sind so die, ja, das sollte unbedingt sein. Ansonsten ja, ein Leben führen, wo man anschließend sagen kann, man hat niemandem geschadet. Das sollte unbedingt sein. Das geht schon in die Richtung der nächsten Frage. V wie Vision. Hast du noch eine Vision, wo du denkst, da will ich noch hin im Leben oder das Leben sollte mir das noch geben? Also ich bin mit meinem Leben so zufrieden, dass meine Vision eigentlich die ist, es soll eigentlich so bleiben. Und wenn sich das bewahrheitet, dann hatte ich wohl ein Bilderbuchleben. Also alles richtig gemacht sozusagen. Wie wohnen? Wie wohnst du? Oder wie wohnst du gerne? Ja, also wie wohne ich gerne? Wir haben seit 38 Jahren hier in Lingenfeld neben der Bäckerei unser Haus. Und das haben wir so gestaltet, dass wir heute noch gerne drin wohnen und ohne große Veränderungen zu machen. Und es war so, dass wir Gott sei Dank den gleichen Geschmack haben, meine Frau und ich. Also da gab es nie große Differenzen oder irgendwie, dass man sich da in Geschmacksfragen aufgerieben hat. Nee, eigentlich haben wir uns gegenseitig da immer bekräftigt. Und nee, das Wohnen im Eigenheim mit einem kleinen Garten, wunderbar, genau so. Der nächste Buchstabe X ist natürlich immer schwer zu befüllen mit einer Frage. Ich habe es aber jetzt einfach so gelöst mit X wie Gesundheit. Okay. Das ist ja schließlich ein Südpfalz-Talk, da kann man ja auch mal ein bisschen Genau. Gesundheit. Also jetzt wird es auch wieder ernst. Es ist so, ich hatte im August letzten Jahres eine Nahtoderfahrung. Und zwar hatte ich im August einen Herzstillstand
mit allem, was dazugehört, mit Wiederbelebung, mit Defibrillator, mit Hubschrauber, mit Universitätsaufenthalt in Italien und bin da wirklich wieder super rausgekommen und zwar auch mit beschuldet, dass unser Sohn Uli und mein Sohn Max, die in dem Moment anwesend waren, alles richtig gemacht haben, mit Herzmassage, mit Luft geben und dazu kamen noch viele andere Faktoren, die man wirklich nur bezeichnen kann oder damit begründen kann, dass alle Schutzengel dieser Region in dem Moment bei mir waren. Es war so, dass wir waren auf dem Weg zu einer Veranstaltung und dadurch waren entsprechend viele Leute unterwegs. Und zu diesen Maßnahmen, die meine Söhne da gemacht haben, kam noch ein österreichischer Arzt dazu. Und dann kamen noch 2 italienische Ärzte, die den Hubschrauber holten und vielleicht 60 Meter weiter gab es eine Bar. Die haben das mitbekommen und haben gleich einen Defibrillator gebracht. Also ich hatte alles Glück dieser Welt und mir geht's gut jetzt. Ansonsten vor 70 hatte ich nie ein Problem und es kam jetzt ein bisschen geballt nach 70, aber es geht mir gut und ein wenig hat mir vielleicht auch meine Moral dabei geholfen, also aber wie gesagt, das war schon eine sehr einschneidende und sehr gravierende Situation. Wie war das dann so? Also hast du da was dann mitgekriegt oder wurde es einfach nur schwarz? Oder Ja, wie war das? also wir waren, wie gesagt, zu einer Veranstaltung unterwegs, wir sind vom Parkplatz eine leichte Anhöhe hochgegangen, ca. 300 Meter und oben angekommen, Licht aus. Mir war es nicht schwindelig, mir war es nicht schlecht, es war nichts, also einfach Licht aus. Und dann bist du einfach wieder aufgewacht da in der Uniklinik, oder? Genau. Also wie gesagt, ich habe von dem ganzen Wiederbelebung, also die haben dann auch, oder von diesem Elektroschock und Hubschrauber und den habe ich alles gar nichts mitgekriegt. Bin also irgendwann mal nachts um 3 aufgewacht und irgendjemand hat dann gesagt, wissen Sie, wo Sie sind? Und das war dann natürlich alles auf Italienisch. Aber komischerweise, ich habe daran Erinnerungen, und habe auch alles verstanden, aber ich könnte dir jetzt nicht sagen, was auf Italienisch oder Deutsch. Ich habe es halt einfach verstanden. Also ich gehe mal davor aus, es war auf Italienisch, weil es waren ja nur italienische Ärzte da. Und auf jeden Fall hatte ich immer das Gefühl, in guten Händen zu sein. Also die haben sehr gute Arbeit gemacht. Und und nach 10 Tagen wurde ich entlassen und dann auch liegend mit dem ADAC nach Hause gefahren. Also ein harter Vorfall. Das glaube ich. Y wie Yes. Wo würdest du sagen, so begeisternd? Yes, das war jetzt mal super, das gibt dir ein gutes Gefühl, das gibt dir so ein Erfolgserlebnis, jetzt mal davon abgesehen, dass du dem Teufel nochmal von der Schippe gesprungen bist. Ja. Nee, also da fehlt mir jetzt spontan nichts dazu. Alles gut, dann kommen wir noch zu Z wie zum Schluss. Was gibt es noch, was du sagen würdest? Das fehlt jetzt noch, oder das würde ich jetzt gerne noch sagen, oder das würde ich jetzt gerne noch loswerden. Die Moral von der Geschichte? Genau. Ja, lass dich nicht unterkriegen, es geht immer noch schlimmer und es macht Spaß zu leben und es macht Spaß, mit netten Leuten zusammen zu sein. Das ist also ein sehr, sehr wesentlicher Punkt, sich mit netten Leuten zu umgeben. Und dann frei nach dem Spruch, man muss mit allem rechnen, auch mit dem Guten. Ja, sehr schön. Genau, mit diesem Spruch
hören wir auf mit unserem heutigen Podcast hier in Lingenfeld bei Bernd Rembohr. Wir stoßen noch einmal an, würde ich sagen. Also, zum Wohl. Ich war Jürgen Schaaf, Bernd Rembohr und Gudrun Rembohr sitzt mit dabei. Die hört man auch zwischendrin immer mal wieder kurz mit. Aber zu der kommen wir nochmal in einer extra Sendung. Wir sagen Tschüss und abonnieren Sie den Podcast und wir hören uns dann beim nächsten Podcast Intermezzo, dem Südpfalz-Talk. Vielen Dank für deinen Besuch. Ich bedanke mich. Tschüss. Ciao. Intermezzo, der Talk mit Menschen wie du und ich aus der Südpfalz.